Guten Morgen und willkommen zurück zu unserer EHC-BL-Karriere. Willkommen zurück zu den Playoffs. Bisher sind wir richtig geil durchgestartet. Wir haben noch kein einziges Match verloren. Ob das so bleiben wird oder nicht, das erfährst du nur, wenn du dir das ganze Video komplett reinziehst. Und da es natürlich heute möglicherweise die letzte Folge von der EHC-BL-Karriere ist, aber du noch möchtest mehr NHL sehen, dann zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video und schreib mir in die Kommentare rein, was du gerne möchtest als nächstes sehen. Wieder eine Karriere? Wenn ja, mit welchem Club? Wenn etwas anderes, irgendwie Crazy Playoffs, die wir auch schon haben oder sonst irgendetwas, schreib mir deine Vorschläge jetzt unten rein und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber jetzt geht es mal weiter mit unserer Karriere, mit dem EHC-BL, mit dem Playoff-Finale. Spiel 3 und 4 stehen an und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß. Heute kein grosses Palaver, sondern direkt in der Match rein. Match Nummer 3. Wir gewinnen das Bulli. Das ist doch super. Und jetzt vielleicht auch der erste Angriff. Komm schon. So durch. Ein Querpass. Nein, Scheiße. Kein erstes Goal am Anfang. Die grosse Frage ist, schaffen wir 1:0 in der Serie? Und der Goalie mit einem Big Save. Ich würde auf jeden Fall feiern, wenn wir könnten zu 0 die Serie für uns entscheiden. Und so klappt doch das auch. Jawohl, Olofsson mit dem ersten Goal 1:0. Wir wissen, was das richtig Geile ist, nebst dem Save, dass der Match an meinem Geburtstag, also in dem Spiel, stattfindet. Und dann müssen wir doch den Sieg rausholen. Müssen wir es doch? Nein! Kommt ab über die Passe. Jawohl, Chiba bald der Querpass. Schuss. Nein, wieso schießt der Idiot nicht? Boah, schön der Abpraller verwertet. Ist er mit dem 2:0. Perfekt, oder? Oh, fuck. Nein, wieso ist das nicht 3:0 gewesen? Nein, nein, was für ein schlechter Start in das zweite Drittel. Der Woos verkürzt zum 1:2. Ich komme nicht mehr wirklich führen seit dem Goal, aber jetzt, jawohl, wir sind schneller und das gibt's Goal. Eschlimann hebt den. Das gibt's einfach nie. Oh, ein Big Save da gerade vom Eschlimann. Aber jetzt gewinnen wir das Bulli. Zack, Schuss und er pariert wieder. Oh, aufgepasst vor dem HCD. Aber die kommen nicht. Wow, safe. Komm, tätschen wir den da. Nicht wirklich tätscht. Aber wir sind an der Schiba und wir machen es 3:1. Salinen mit dem nächsten Goal für den EHC Biel. Ich wollte zuerst einen Trick machen, ist abverraten, aber irgendwie sind wir wieder an die Schiba gekommen und wir können es 4:1 erzielen. So, der Wurst kommt nochmal. Wir sind bisher gut vom Goal fernhalten, genau mit so Checks oder mit so Paraden und nochmal eine Parade. Oh, schau mal, wie das macht. Wie er das macht, aber nicht das Goal. Vielleicht der Künstler. Nein, ja, er nicht. Schön Schieben erobern. Perfekt. Und jetzt ein perfekter Pass und perfekter 5:1 vom Conti. Yes! 3,3 Sekunden. Sieg ist safe. Kriegen wir vielleicht sogar noch ein Bulli-Goal her? Ich würde feiern, Bulli wird gewonnen. Schuss kommt, aber leider auch eine Parade. Jedoch da ist Sirena. Wir gewinnen Match Nummer 3 mit 5:1 und führen somit in der Serie mit 3:0. Wird das eine perfekte Playoff-Runde geben, dass wir jede Serie mit 4:0 gewinnen? Ich hoffe es. Ob es wird passieren oder nicht, das erfahren wir jetzt, denn wir gehen in Match Nummer 4. Vorher jedoch natürlich noch die Statistik von diesem Match. Souverän, absolut verdient das Sieg für den EHC Biel. Wird das der letzte Match zu Davos oben in einem vom schönsten Stadion auf der Welt. Okay, Konzentration. Spiel Nummer 4 wird das Sieg Nummer 4. Davos hat auf jeden Fall das Bulli gewonnen. Und wir haben Chiba. Jetzt haben wir sie. Und unseren Angriff, der läuft leider nicht. So, Chiba kriegt. Bisher läuft nicht so viel in dem Match. Vielleicht einmal jetzt. Wir probieren es mit der Ohrgewalt, aber der Schuss geht daneben. Was für ein Check. So, jetzt da durch. Oh, komm, holen wir sie. Jawohl, wir holen Chiba. Kommen
doch noch durch. Und somit können wir das 1:0 erzielen. Der Künzli ist für den Treffer verantwortlich. Jetzt müssen wir schauen, jetzt machen wir da einen kurzen Pass. Wieder einen kurzen Pass retour. Er ist frei, kann der Pass gehen, da kommt der Schuss und auch Parade. Oh, das ist gut gewesen. Das ist auch gut gewesen. Und die Parade ist noch besser gewesen. Oh nein, was mache ich da für einen Fehlpass? Bitte kein Goal. Ja, Goalie, wo hast du sie? Er hat sie bei sich, Chiba, sehr wichtig. Oh nein. Goalie, wir haben einen Goalie. Da können auch so Fehlpässe. Oh, hey, Maika, Chiba ist ja weg und sie ist ja weg. Scheiße, Cory, nein, du machst es nicht. Oh, er macht es tatsächlich nicht. Oh mein Gott, ey, nicht aufpasst. Und eine riesige Chance und wieder ein riesiger Save. Ich komme einfach nur für HCD, macht riesen Druck. Nein! Und da ist der Ausgleich zum 1:1. Ja, er ist verdient, aber trotzdem ist es scheiße. Jawohl. Holen wir uns wieder die Führung. Holen wir sie uns wieder. Da durch. Kommt der Schuss und eine Parade. Nein, Mann. Nein, scheiße. Nein! Fuck, der Vorrang macht Führung. 2:1 für der HCD, kurz vor der letzten Pause. Wir brauchen Goal für die perfekte Serie in den Playoffs. Und das war nix. Aber Chiba ist schon da. Und jetzt ist sie weg. Komm, ja. Oh, gut durchgesetzt. Und nein! Jawohl, jetzt sind wir drin. Und jetzt kommt wieder ein Save vom Eschlimann. Jawohl, schöner Check und Chiba mitgenommen und durch und Goal, jawohl, Jakovenko mit dem Ausgleich 2:2. Eine solide Defensive und noch ein solider Angriff, da der Pass und Goal. Oh mein Gott, ist das jetzt ein richtig köstliches 3:2, jawohl. Letzte Spielminute ist abgebrochen, wir können mal angreifen, wir können Pass, nein, wir können keinen Pass geben, aber Chiba haben wir noch und wir machen mit dem Hof für das 4:2. Du meine Fresse, haben wir Viertel in dem Match gerade. Letzte paar Sekunden laufen. Es ist mir scheißegal, ich will ein schönes Goal machen in die Leerkiste. Hat nicht geklappt. Aber es ist scheißegal, denn wir gewinnen und... What the fuck? Hey, kein Jubel. Da kommt einfach das Bild. Willst du mich verarschen? Statistik sagt, wir haben unverdient gewonnen. Aber wir haben gewonnen. Aber hey, da muss doch jetzt das riesen Tam-Tam kommen. Sirene-Pam, da drin. Jetzt kommt der grosse Jubel und alles und hin und her. Und haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. Was ist das für ein Dreckspiel? Das ist die grösste Frechheit. Ich hätte euch sehr gerne eine riesige Szene gezeigt, aber das Game hat es halt nicht wollen. Darum zeige ich euch jetzt auch den Playoff-Spielplan und wir die perfekte Playoff-Runde gespielt. Jede Serie mit 4:0 können für uns entscheiden. Mit ein bisschen mehr Glück ab und zu einfach nur mit können. Es ist aber scheißegal, am Schluss zählt nur eins, der Titel. Und wir haben den. Yes! Und da zeige ich euch nochmal die Statistik von unseren Spielern von der Saison. Gehen wir da durch. Ihr könnt natürlich pausieren, das langsamer machen, wenn ihr das genauer sehen. Und dann natürlich auch noch die Statistik von unseren Goalie von der Regular Season. Nebst den Statistiken von der Regular Season habe ich hier auch noch die Statistiken von den Playoffs und die sind natürlich auch für unsere Verhältnisse richtig geil. Bei den Goalies, da haben wir den Cedric komplett durchspielen lassen. 12 Spiele, 12 Siege. Fangquote, nicht wirklich die beste, aber wenn man halt mehr Goal schießt, als man kassiert, ist das mir scheißegal, wie seine Statistik ist. Was mir aber überhaupt nicht scheißegal ist, das ist deine Meinung zu dieser Karriere. Schreib doch jetzt unten rein, was du von dieser Karriere hast gehalten. Hat sie dir gefallen? Wenn ja, dann sag mir das. Wenn nein, dann sag mir auch, was genau nicht gut ist, was könnte man besser machen. Und natürlich immer noch einen Daumen nach oben, wenn du das Ganze möchtest supporten und du noch mehr NHL hier auf meinem Kanal weiterhin sehen möchtest. Für heute war es das. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir so einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!